Hey zusammen, hier ist der Fabo mit einem neuen Minecraft Mod Review. Heute schauen wir uns den Time Control Remote Mod an für Minecraft 1.2.5. Könnt ihr noch in der Beschreibung abladen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, was der Mod alles beinhaltet. Zuerst mal haben wir das normale Time Control Remote. Das craftet man, indem man einen Knopf in die Mitte tut, 4 Goldbarren ringsum, 4 Diamanten entdecken und dann bekommt man so ein Time Control Remote. Mit dem kann man, wenn man einmal draufklickt, ist man viel schneller als normal. Und ja, sieht ein bisschen speziell aus. Und wenn man noch einmal draufklickt, ist man viel langsamer. Also ja, macht sicher Spass, mit dem ein bisschen rumzuspielen. Und ich würde euch empfehlen, den mal abzuladen. Als nächstes haben wir dann den Slow Motion Remote. Das ist eigentlich genau das gleiche wie das Time Control Remote, einfach für Slow Motion und noch ziemlich extremer. Da tut man einfach so das Time Control Remote für Schneeball ringsum und bekommt so ein Slow Motion Remote. Und dann mit dem ist halt einfach eben, wie gesagt, ist man viel langsamer. Und ja, eigentlich viel mehr hat das Slow Motion Remote nicht zu bieten. Als nächstes haben wir das Fast Motion Remote. Da tut man Time Control Remote, 4 Zucker ringsum und bekommt so ein Fast Motion Remote. Das ist eigentlich auch das gleiche wie das Time Control Remote. Einfach, dass man viel schneller ist. Man muss schnell draufklicken, sonst geht es nicht. Und man muss immer Linksklick machen, um etwas zu aktivieren. Also hier haben wir eben das. Und das ist wirklich gestört schnell, man kann es fast nicht mehr kontrollieren. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt mal ein bisschen Food, als ich hier nicht verrecke. Und die Zeit geht auch viel schneller vorbei. Hier seht ihr, der Sonnenuntergang ist extrem schnell. Und für Survival ist es sicher nicht gäbig zum Normalspielen, aber wenn man zum Beispiel Obsidian abbauen will, sagen wir wie hier 10 Obsidian, kann man dann hier abbauen und es geht ziemlich schnell. Mir denkt sowieso, dass Obsidian viel zu lang geht zum Abbauen und so ist es dann einigermaßen akzeptabel. Dann muss nicht so lange, bis man mal genug Obsidian hat für ein Portal. Ja, als nächstes kommt mein Favorit. Das wäre Matrix Remote. Da tut man das Time Control Remote in 3 Diamanten ringsum. Dann bekommt man so ein Matrix Remote. Mit dem passiert eigentlich das, als einem Skelett abschießt. Normal. Okay, dann holen wir so ein Matrix Remote. Sagen wir mal noch Skelett und Creeper. Dann, wenn man mit dem, ja, jetzt bin ich immer noch im Fast-Modus, dann muss ich das auch noch schnell raus tun. Super vorbereitet, wie man sieht, ja. Jetzt ist es wieder normal. Und dann mit dem Matrix Remote ist es eigentlich auch das gleiche wie im Slow Motion. Einfach, wenn man kommt, ist man noch gerade mal ein Stück langsamer und ich habe fast das Gefühl schneller, also langsamer als das Spiel. Weil, zum Beispiel, nehmen wir hier ein Skelett. Oh, ja, man kann sich auch fast nicht bewegen. So, wieder normal. Dann wieder das Skelett, Slow Motion. Dann tue ich mal so ein Skelett ins Wasser. Und das schießt mich dann natürlich ab. Und es will mich nicht abschießen. Ah, mal. Hier. Aber es geht ziemlich gestört lang. Und meistens, wenn man nicht so nah dran ist, kann man auch relativ gut ausweichen. Und darum denke ich auch, dass man ein bisschen schneller als das Game selber ist. Und dann kann man hier zum Beispiel auch Creeper her tun.
wo mich jetzt sicher wird verfolgen. Und dann, wenn er explodiert, wird hier von allen Seiten beschossen, zuerst mal natürlich. Dann lassen wir den Creeper mal explodieren. Ja, das wär's auch gewesen mit dem Mod-Review. Ich hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, das Mod-Review, oder wenn es gut hat gefunden, gebt ein Like, sonst ein Dislike. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal eben wieder. Tschüss zusammen!